Schön euch zu sehen, euch zusammen. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Verlusterfahrungen, schwere Krankheiten. Beten, ringen, flehen und dann, wo bitte ist Gott da mit drin? Ich habe mich etliche Jahre, seit ich unterwegs bin mit Gott, immer wieder mit dieser Frage auseinandergefasst. Ich habe mir viele weise und weniger weise Antworten auf die Frage aller Fragen angehört und studiert. Alle Erklärungsversuche, dunkt es mir keine Anfang, inklusive meine eigenen. Wo ist Gott in der Not, im Leid, in Krieg, in Terror? Der christliche Bestsellerautor C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz: Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. Ja, das kann in einigen Situationen etwas an sich haben. Ein anderer, den ich sehr schätze, ein Autor, ein Pastor aus der Schweiz, der selber sehr viele Tiefen an schwersten Krankheiten durchgemacht hat, ist der Roland Hartmeier. Und ich zitiere aus seinem Buch: Du bist da in meinem Schmerz. Die Bibel hat zum Leiden viel zu sagen. Leiden kann uns erziehen und läutern. Es kann uns als Persönlichkeit reifen lassen. Es kann unseren Glauben und Charakter stärken. Es kann Demut in uns bewirken und uns zu wahrer Größe emporsteigen lassen. Und es kann unseren Blick auf die kommende Welt richten und buchstäblich unendlich Trost bieten. Roland Hartmeier hat vieles von dem, was er da sagt, persönlich erlebt. Und trotzdem sagt er 5-mal kann. 5-mal das kleine Wörtchen kann. Oder in den prophetischen Büchern Jesaja und Jeremia finden wir Aussagen wie: Denn der Herr wird durch Feuer die ganze Welt richten und durch sein Schwert alles Fleisch. Und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Einige erklären die Not auf dieser Welt auch mit dem Gericht von Gott über die Ungerechtigkeit. Wiederum andere führen die Endzeitreden von Jesus ins Feld und meinen bei besonderen Ereignissen oft, dass jetzt Endzeit sei und die Not müsse sein, weil Jesus gleich wiederkommt. Mag auch tendenziell da und dort etwas dran haben. Nur sind wir schon seit dem ersten Kommen von Jesus Christus, seit 2000 Jahren in dieser Endzeit hinein und wartet. Wir sind jetzt mit in dem Nahostkrieg hinein und da kommt die Frage auch: Ist das jetzt Endzeit? Kommt jetzt gerade Jesus? Ja, es kann sein, dass das mit eine der Wehen ist von der Endzeit. Nur wer noch geschichtsvergessen ist, weiss, dass es schon viel grössere Kriege gegeben hat, gerade um den Staat Israel und um die Juden herum. Und darum warne ich vor jeder Spekulation, dass jetzt gerade Jesus wiederkommt, weil dem, was jetzt passiert. All die Erklärungsversuche, die ich euch jetzt angelegt habe, haben einiges an sich. Ich hätte noch mehr in meinem Repertoire. Sachen, die ich auch schon gebraucht habe, um zu erklären, zu versuchen zu erklären, einzuordnen, warum. Sie mögen für gewisse Situationen zutreffen und trotzdem merke ich, sie wirken für mich angewendet auf so verschiedene Situationen wie hohl und leer, kurzsichtig. Darum hüte ich mich in der Zwischenzeit davon, Erklärungen zu finden. Die Gefahr ist, dass wir Erklärungen in bestimmten Situationen zu den Freunden vom Hiob werden. Die Freunde vom Hiob wollten ihn trösten. Sie haben 7 Tage lang geschwiegen, Gott sei Dank. Leider haben sie nachher geredet. Und sie haben gewusst, warum dass der Hiob leidet. Schliesslich hat er gesündigt. Es sind schlechte Freunde gewesen, mit ihrem Erklärungsversuch.
Ich verstehe sie auf eine Art. Sie haben es nicht mehr ausgehalten, nicht zu erklären, nicht Gott zu rechtfertigen, nicht zu sagen, warum das passiert. Sie haben es unbedingt wollen, sie haben das Bedürfnis dazu. Aber sie sind total daneben gelegen. Und am Schluss hat Gott den Hiob beauftragt, Buße zu tun und Vergebung zu bitten für seine Freunde, die falschen Erklärungen gefunden haben. Hat ein Teil von uns Christen, gerade auch Freikirchenchristen, nicht immer wieder nach so Erklärungen gesucht, um das Unerklärbare einzuordnen? Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch schon in der Versuchung gewesen, Leiden zu erklären, um die Warum-Gott-Frage zu klären? Wir wollen so gern offene Fragen in eine Erklärschublade nie so einschoppen, so wie sie da vorne kommt. Also irgendwie noch mit einschieben, wo wir wissen, da ist es aufbewahrt. Wir haben irgendwie einen Grund, wir haben irgendwie eine Antwort. Unsere Erklärsschubladen sind manchmal rappelvoll. Das machen wir, weil wir ohne Erklärungen kaum leben können. Gerade wir, die so aufgeklärt sind in unserer Zeit. Ich möchte euch heute mitnehmen in meinem ganz persönlichen Weg, wo ich in all diesen Jahrzehnten, wo ich Gott dienen, gegangen bin. Es ist ein Weg, wo sich nicht zufrieden gibt mit Stückwerkerklärungen, sondern ein Weg, wo es ein bisschen anders ist. Ein Blick ins Wort von Gott, sehen wir, dass glaubende Menschen immer das Warum ihre Herzen getragen haben. Ich zeige euch ein paar wenige Ausschnitte davon. Ich denke da an Gideon, im Gespräch mit einem Engel hat gesagt: Ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann das alles passiert? Was für eine Entgegenschleuderung gegenüber dem Engel, gegenüber Gott. Von dieser Frage, die er nicht beantworten konnte. Oder ein Psalmist, der rausschreit: Herr, wach auf, warum schläfst du? Erhebe dich, komm endlich, mach endlich etwas, warum schlafst du, warum bist du nie dumm? Oder der Prediger, der sagt, es ist alles sinnlos und bedeutungslos, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Jesaja sagt an einem Ort: Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Jeremia sagt: Ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann das alles passiert? Als wärst du ein Kriegsheld, der aber niemandem mehr zur Hilfe eilen könnte. Vielleicht hast du das auch schon gedacht. Vielleicht hast du das Gott so einen Satz auch schon entgegengeschleudert. Oder Jesus selber am Kreuz, der gesagt hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesen und vielen anderen Texten begegnen wir einem grossen Warum der Menschen. Von dem grossen Warum in Angesicht von Leid und Not und Krieg, Terror. In allen Zeiten, in allen Epochen hat die Frage Menschheit beschäftigt. Ich kenne das Warum. Da habe ich mich entschieden, das Warum zuzulassen und es Gott immer wieder anzulegen, manchmal auch anzuschleudern in einem verzweifelten Gebet, so wie es ein Hiob gemacht hat. Die Frage ist, gibt Gott Antwort? Mein Ansatz im Umgang mit Leid und Not. Nirgends wird schonungsloser über Leid geredet. Nirgends wird ehrlicher gebetet, ja geschrien. Nirgends versucht man Antwort mehr überzukommen als im Buch Hiob. 48 Mal richtete Hiob sein Wort an Gott. Zum Beispiel: Schreie ich Gewalttat, antwortet mir niemand. Rufe ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Und hat Gott dem Hiob Antwort gegeben? Er hätte ja die Antwort gewusst. Wir wissen sie aus der Bibel, nur der Hiob hat sie nicht gewusst. Hat jetzt Gott dem Hiob Antwort gegeben, dass der Hiob sagen konnte: Ach so, aber Gott, warum trotzdem? Gott hat die Hiob auf eine grössere, höhere
Ebene geführt. Gott hat den Hiob aus seinem Selbstbetrachten, aus seinem Selbstmitleid, aus seiner eigenen Not rausgenommen und hat ihm seine Herrlichkeit, seine Grösse, seine Allmacht vor Augen geführt. Gott hat keine Sekunde die Frage vom Hiob beantwortet. Und da kann man sich darüber aufregen und sagen, Gott, warum gibst du keine Antwort? Offenbar weiss Gott, dass auf jede Antwort, die er könnte geben, wieder ein Warum und Aber kommt. Weil wir Menschen ja doch besser wissen wollen, als er es weiss. Gott hat dem Hiob seine Herrlichkeit vor Augen geführt, seine Allmacht zeigt, seine Überlegenheit zeigt und in dem Anschauen von dieser Allmacht von Gott, von dieser Überlegenheit, von dieser Souveränität von Gott, in dem Anschauen, ist die Hiob frei geworden von dieser Frage. Und seine Seele ist gesund geworden. Und seine Seele ist zur Ruhe gekommen. Und das Warum hat das Ende gehabt. Hiob hat nicht gelebt von dieser Antwort oder einer möglichen Antwort aufs Warum, sondern er hat gelebt von der Herrlichkeit, der Souveränität, der Allmacht, der Grösse vom Schöpfergott. Es ist die Art, wie ich meine Antworten bekomme auf meine Warum, die ich habe. Es ist das, wenn ich mich mit Gottes Grösse befasse, wenn ich im Gebet oder in entsprechenden Bibelstellen Gottes Grösse anstaune und schaue, plötzlich wegschaue von dieser Not, die ist, und plötzlich still wird, demütig werden, klein werden, bescheiden werden, mich im richtigen Licht sehe und Gott in einem anderen Licht kann anschauen kann. Das ist die Art von Antworten auf das Warum, das ich von Gott bekomme. Es sind auch Antworten, die ein paar andere bekommen haben. Zum Beispiel der erste Wüstenvater, der erste Mönch, der Antonius der Große. Er sagt Folgendes zu der Not, wo man ihn gefragt hat: Wie gehst du mit der Not auf dieser Welt? Was sagst du dazu? Ist seine Antwort folgendermaßen gewesen: Das komme ihm schlicht nicht zu, diese Ratschlüsse Gottes zu durchdringen. Spekulative Theologie ist nicht Sache der Wüstenväter. Nicht, weil sie nicht die intellektuellen Kapazitäten dazu hätten, sondern weil es nicht zum Heil führt, über Gottes Heilsplan zu sinnieren. Freunde, der Antonius war ganz ein grosser. Er hat auf viele Fragen Antworten gewusst. Und trotzdem ist er bei dieser Frage nach dem Warum still geworden und hat gesagt, es ziemt sich nicht, dass ich über die Frage antworten will von Gott. Weil es gibt keine Antworten. Weil Gott ist grösser als ich und er ist souverän. Der Anselm Grün, einer, der sehr viel schreibt, gute Bücher schreibt, ein Abt vom Kloster schreibt: Ohne Demut ist der Mensch immer in der Gefahr, Gott für sich zu vereinnahmen. Wenn wir Antworten meinen zu finden auf Fragen, wo es keine gibt, stehen wir in der Gefahr, Gott für uns zu vereinnahmen. Gott vielleicht zu vereinnahmen, damit wir gegenüber anderen Menschen gut dastehen, weil wir es wüssten. Oder Gott zu vereinnahmen, weil wir ihn erklären wollen, ob es schon keine Erklärung gibt. Und Gott selber sagt dazu: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Können wir das fassen? Können wir das ein Stück weit unsere Seele einsinken lassen? Wenn Gott sagt, seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Können wir in der heutigen aufgeklärten Zeit noch damit umgehen, dass es etwas Grösseres gibt als wir? Etwas, das nicht erklärbar ist in seinem Handeln, in seinem Tun. Etwas, das nicht fassbar ist. Es ist der Unverfügbare
unvereinbare, allmächtige Schöpfergott. Punkt. Das fällt uns Menschen so schwer, das heutzutage zu akzeptieren. Aber wenn ich Gott könnte erklären, wäre er nicht würdig, dass ich ihn am Sonntagmorgen anbete. Dann wäre auf meiner Ebene, wer ich kann erklären, der ist nicht mehr Gott. Entweder glauben wir an einen Schöpfergott, einen allmächtigen Gott, an einen souveränen Gott, oder wir ziehen den ab auf unsere Ebene, auf unsere Verstandesebene. Darum habe ich aufgehört, all die möglichen Antworten zu suchen in der jeweiligen Situation, sondern still werden vor Gott und seine Allmacht, seine Grösse zu sehen und Spekulationen anderen zu überlassen und mich dabei nicht zu versündigen. Die Frage ist jetzt, ob mein Glaube, wenn er so ist, wirkungslos ist. Sind wir gar ein Spielball von Gott? So wie es teilweise in der Religion, im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus impliziert wird. Macht Gott, was er will und lässt uns einfach. Und wir haben keinen Trost und nichts. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Weltreligionen und unserem Glauben an den lebendigen Gott? Nie nicht hat uns Gott in seinem Wort versprochen, dass wir keine Nöte durchmachen müssen. Immer hat es Hungersnöte gegeben. Immer hat es Erdbeben gegeben. Immer hat es schrecklichste Kriege gegeben. Immer hat es Verfolgungen, Krankheiten zum Tod gegeben. Aber Gott verspricht etwas. In seinem ganzen Wort, wenn wir es im Kontext lesen, er wird uns nie, aber auch gar nie in der Nöte verlassen. Die Tatsache, dass Gott nie verlässt, sehen wir im Leben der biblischen Personen. Wir sehen sie aber auch in Biografien von Menschen, die vor uns gelaufen sind. Wir sehen sie aber auch im Leben von Brüdern und Schwestern, die jetzt mit uns leben und mit uns laufen. Ich bin im Moment gerade dran, die Geschichte der Hugenotten zu studieren. Wie sie mit ihren Liedern, mit ihren Psalmliedern in das Feuer gelaufen sind, wo sie jämmerlich verbrannt worden sind. Sie sind mir ein grosses Vorbild, wie sie gewusst haben, es gibt Not, es gibt Verfolgung, es gibt Schwierigkeiten. Aber in dieser Zeit der schlimmsten Not, im Angesicht von dem Feuertod, haben sie Gottes Trost, Zuspruch erfahren. Sie haben erfahren, dass dort, wo es am tiefsten ist, Gott steht mit seiner Hand und sie wirklich auch hebt. Wir werden nie ins Bodenlose fallen. Nie. Er trägt mit seiner Liebe. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Das Leiden hat ein Ablaufdatum, wenn ich die Bibel anschaue. Und auch das hat viele Christen, viele Menschen, die das Wort Gottes ernst nehmen, tröstet im Laufe der Zeit, dass das Leiden ein Ablaufdatum hat. Ich schlage auf Römer 8,18 am Folgende. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ich lese den ersten Vers nochmal. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Es ist also eine Aussicht an die Herrlichkeit, wo wir kommen. Die Aussicht auf das neue Leben. Auf die Aussicht auf die Welt, wo in der Offenbarung steht, dass keine Tränen mehr wird sein, kein Leid mehr wird sein, keine Eifersucht mehr wird sein, wo Friede wird sein, wo Harmonie wird sein, wo Einheit wird sein. Das sind nicht Fluchtgedanken.
Auch von mir nicht und von der Heiligen Schrift nicht. Sondern es sind Ausblick über die Not hinweg. Über dem, wo Gott treibt, noch weiter raus. Das nämlich das Leiden ein Ablaufdatum hat. Ja, heißt es weiter, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die ganze Schöpfung wartet darauf, dass es sichtbar wird, dass das Leiden ein Ablaufdatum hat. Denn die Schöpfung, und jetzt ist die ganze Schöpfung gemeint, ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Ein Schritt weiter heißt, das Leiden hat das Ablaufdatum. Und der nächste Schritt heißt noch, Gerechtigkeit wird sie. Petrus schrieb im 2. Brief, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf einen neuen Himmel, wo aufgrund von der Verheißung Gerechtigkeit wohnt. Wir sehen, wenn wir in die Offenbarung schauen, wie vor dem Thron Menschen stehen, Märtyrer stehen, die schwierige Nöte durchgemacht haben und rufen, wie lange noch Gott, bis Gerechtigkeit kommt. Wie lang ist die Ungerechtigkeit im Nahen Osten? Wie lang ist die Ungerechtigkeit in der Ukraine? Wie lang ist die Ungerechtigkeit? Ich bin in Ägypten gereist mit meiner Frau zusammen in einer Gruppe. Wie lang ist die Ungerechtigkeit von so vielen Menschen in der allertiefsten Armut drin? Wie lang ist die Ungerechtigkeit, diese Unterdrückung? Die Heilige Schrift sagt, Gerechtigkeit kommt. Gott ist ein gerechter Gott. Er will Gerechtigkeit schaffen zu seiner Zeit. Und bis dann bleibt die Frage von den Märtyrern, wo wir einstimmen können, wie lange noch Gott? Wie lange geht es noch? Aber auch mit den Glaubenden, die sagen, komm bald, Herr Jesus. Wir wünschen uns, dass du gleich kommst und dein Friedensreich auf dieser Erde aufrichtest. Mein Fazit ist folgendes. Irgendwann hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wo ganz viele weggegangen sind, weil sie Jesus nicht verstanden haben, weil sie die Aussagen von Jesus nicht haben verleiden mögen, hat er irgendwann zu seinen Freunden gesagt, wollt ihr auch gehen? Leider bin ich nicht dabei gewesen, ich weiss den Ton nicht. Aber ich glaube nicht, dass er es gesagt hat mit Vorwurf, sondern Jesus hat frei gelassen. Er hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Und immer wieder, wenn ich Gott nicht verstehe, immer wieder dann, wenn er mir zu gross ist, zu allmächtig, zu herrlich, zu übermächtig, souverän, höre ich die Frage, willst du gehen? Und meine Antwort ist bis zum heutigen Tag nein, du bist der Einzige, der Wort vom ewigen Leben hat. Das Leben mit dir ist das einzige Leben, das trägt, auch dort, wo es keine Antworten gibt. Das Leben mit dir ist der Grund, wo ich fest stehen kann und Zuversicht schöpfen kann. Das Leben mit dir ist ein Ort, wo ich auch das Warum dir gegenschleudern kann, ohne Antwort zu bekommen. Aber darin wegschauen von mir, auf den, der höher ist, genialer und gewaltiger als ich. Der, der sagt, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Und meine Wege sind nicht deine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über eure Gedanken.
Ich möchte euch bitten zum Aufstehen. Und wir wollen ein paar Namen von Gott miteinander proklamieren und miteinander beten. Wir machen es langsam, Schritt für Schritt. Ich bitte euch, laut mit mir zusammen zu lesen. Adonai, Herr und König, Elohim, mächtiger, starker, höchster Gott, El Quana, leidenschaftlicher, eifriger Gott, El Shaddai, allmächtiger Gott, Jahwe Zebaoth, Herr der Heerscharen, Jahwe Nissi, Herr mein Banner, El Chai, Gott des Lebens, El Chanun, gnädiger, barmherziger Gott, El Olam, der ewig treue und gnädige Gott, El Roi, der Herr, der mich sieht. Gott offenbart sich in seinem Wort fortlaufend mit diesen Namen. Und er immer wieder neue Aspekte von seiner Souveränität und seiner Herrlichkeit und von seinem Charakter zeigt. Es ist ganz einfach. Die Namen kann man im Internet herunterladen. Die kann man zu einem Gebet machen und Gott so ehren. Herr, wir stehen vor dir. Vor dir, dem Al-Shaddai, dem allmächtigen Gott. Vor dir, vor Jahwe Zebaoth, dem Herr der Heerscharen. Herr, es tut uns leid, wo wir versucht haben, dich auf unsere Ebene herabzuziehen und dich zu erklären und dir zu sagen, wie es geht. Wir stehen vor dir und wollen dir sagen, wir möchten, dass du Gott bist und bleibst. Wir möchten Ehrfurcht haben vor dir. Wir möchten staunen über deine Größe und deine Allmacht. Wir wollen dir sagen, dass wir vieles nicht verstehen und vieles gemein, vieles schrecklich findet, gerade was im Nahen Osten los ist. Wie ungerecht, dass man manchmal umgeht in den Kommentaren. Ich kann dir sagen, die neueste Nachricht, die ich von Myanmar habe, ich kann es nicht verstehen, wie der Mensch so sein kann. Es sind so viele Herde auf dieser Welt. Aber wir wollen aufschauen zu dir und sagen, das Leiden hat ein Ablaufdatum. Das Leiden hat ein Ende. Und du, Jesus Christus, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Vater aller Vaterschaft, der Immanuel, Gott mit uns, du wirst überwinden. Du wirst wiederkommen. Und wir erwarten dich. Und wenn wir miterleben, wie es so Wehen gibt von deiner Wiederkunft, so kleine Anzeichen, so wollen wir sagen, ja, Herr Jesus Christus, komm bald. Komm bald mit deinem Reich. Wir wollen dir klagen, dass so viele Menschen auf Gerechtigkeit warten auf dieser Erde. Und wollen fragen, dass du Gerechtigkeit schaffst. Wir wollen uns das Spannungsfeld aushalten. Wir wollen Ausschau halten nach dem Tag, wo du Gerechtigkeit bringst. Eine Gerechtigkeit, die anders ist als unsere Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die alle Facetten von der Not sieht. Eine Gerechtigkeit, die alle Facetten von der Ungerechtigkeit im wahren, hellen, realen Licht sieht. Du hast kein Problem, wenn wir dir das Warum zurufen. Aber du willst es anders beantworten. Ich danke dir dafür. Ich ehre dich. Ich preise dich. Ich bete dich an. Amen.